Habidere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Der Videodreh zur 100. Folge sitzen so tief in die Knochen, das war richtig anstrengend, richtig geil. Corby ist wieder mal mit dabei, der Mike wieder mal nicht. Ja, hi. Hallo. Hi, Corby. Wieso sitzt dir das so in die Knochen? Ich hab gedacht, du willst das ab sofort immer machen. Ich möchte jetzt immer so machen, aber beim ersten Mal, das ist wie das erste Mal ins Fitnessstudio geht, danach kannst du nicht mehr rühren. Boah, ich bin gerade echt überrascht, dass du den Vergleich mit dem Fitnessstudio gebracht hast beim ersten Mal. Das passt überhaupt nicht zu dir. Bist du krank? Kannst du das rausschneiden, dann mache ich noch was Neues. Ja, ich kann mir da noch mal ein bisschen Mühe geben. Okay, war das erste Mal. Nein, ich dachte das jederzeit alle so machen, aber das ist halt meins der Aufwand. Aber wir wollen nicht jammern, sondern wir wollen über was Cooles reden, weil wir nämlich was Cooles gesehen haben, beziehungsweise mehr coole Sachen gesehen haben. Wo haben wir die denn gesehen, Corby? Sag's einer. Ja, wir haben das leider nicht im Kino gesehen, sondern wir haben das in der Vorführ-Presse-Lobby, nenne ich es jetzt mal, also aka das Wohnzimmer, anschauen dürfen. Wir sind nämlich eingeladen worden vom Shivers, die haben nämlich sich gedacht, wir machen das nicht nur einmal in dem Jahr, wir hauen gleich noch ein zweites Festival das Jahr aus. Bam. Der Kani ist angeschrieben worden vom lieben Stefan vom Shivers und der hat uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, dass wir da nochmal eine Folge drüber machen, weil die erste Shivers-Folge mit dem Flo vom Hardline hat er tierisch gefallen und ja, natürlich machen wir das gern, oder Kani? Ja, logisch. Und ja, wir hoffen mal jetzt halt auch, nachdem wir gesehen haben, das funktioniert so, indem er sie aufzwingt und einfach Folgen über seine Festel macht, dass das auch woanders funktioniert. Kann. Aber das heißt, kann ich. Ich kann nicht. Da haben wir auf alle Fälle Bock drauf gehabt, weil wir uns ja bei dem ersten Festel, das wir heuer im Wohnzimmer beobachtet haben, war es ja online. Da waren sehr coole Streifen dabei und diesmal waren auch wieder sehr coole Streifen dabei, auch wenn wir nicht alle sehen konnten, da es nicht so alle Teile Links gab, haben wir jetzt, was haben wir gehabt? Sechs Filme ungefähr, von einer Auswahl von ungefähr 10, ich müsste noch mit durchzählen, aber wir erzählen euch dann noch kurz, wo so es gelaufen ist. War für einen Otto-Normalverbraucher, der nicht so krass in der High Society verkehrt wie wir, der hat keine Links gekriegt, sondern der hat ins Kino gemessen. Und in dem Fall bin ich im Fußvolk direkt neidisch, weil in das Kino, genannt Zebra-Kino in Konstanz, da die auch mal gerne reingehen, weil wenn ich mir die Beutel so anschaue von der Location, dann schaut das richtig schön griebig aus. Da, glaube ich, kann man gemütlich ein paar Filmchen schauen. Vielleicht war das ja Absicht vom Stefan, dass er uns die Presselinks geschickt hat, damit wir ja nicht auftauchen. Genau, das war eine Abwehrreaktion für ihn. Alter, die waren das letzte Mal online dabei, nicht, dass die meinen, sie können hinterherfahren. Gut, wenn es so sein soll, dann ist das Glas halb voll, dann haben wir immerhin Filme gesehen. Aber vielleicht beim nächsten, wenn wir nicht abblockt werden, dann gehen wir vielleicht einmal auf Konstanz übers Wochenende. Weil, hast du dir das schon mal angeschaut, den Saal? Auf der Schiffers Homepage kannst du das sehen, da sind eine Handvoll Beutel drin. Und ich finde so kleine Kinos finde ich einfach richtig geil, da habe ich Bock, da hätte ich immer Bock drauf, dass ich da drin sitze. Das ist wie im Hardline. Das ist so ein schöner kleiner Andreasstadel, glaube ich, heißt's. Die Kinos, das ist genauso ein kleiner putziger Saal. So richtig lieb, mehr streichen. Ich hab mir auch ein paar Bilder angeschaut und das ist so ein Kino, da kann man dann angeben und sagen, ja, ich war letztes Wochenende im Zebra, im Kultkino in Konstanz. Aha. Und ihr, was habt ihr so gemacht? Seid ihr fortgegangen? Das interessiert keinen. Ihr Loser. Seid ihr fortgegangen mit Kumpels und habt Spaß mit Freunden gehabt. So ein Scheiß, ich hab allein Filme angeschaut in einem Saal mit lauter Fremde. Mann ey, du sollst das schon positiv verkaufen. Ach so. Was haben wir denn heuer für Filme gehabt? Beziehungsweise heuer ist immer schwer zu sagen. Heuer in der zweiten Runde, was haben wir da für Filme gehabt? Es gab nicht gerade Vollfilme, sondern auch einen Haufen Kurzfilme. Das waren 5 an der Zahl. Genannt A Puff Before Dying, Taylor's or Bust, Guts, Calving und mein Highlight war es gewesen, den zum Sänger Lorwig am Namen, Every Time We Meet for Ice Cream, Your Whole Fucking Face Explodes. Geil. Sind immer wieder vor einen der Hauptfilme hat es dann diese Kurzfilme gegeben, die haben Dauer zwischen 5 und 15 Minuten ungefähr. Und auf so stehe ich eigentlich die sind immer schön gemütlich für zwischendrin und die geben halt meistens auch ordentlich Gas. Und die Hauptfilme, Mike sage ich schon, der ist ja wieder mal nicht da. Corby. Ja, hallo. Hi, servus. Was waren unsere Hauptfilme, die es alle gab? Ja, also ich sag jetzt einfach mal die Hauptfilme, die ich gesehen habe, weil wir haben ja jetzt bei der Vorbereitung festgestellt, wir haben ja nicht beide das gleiche gesehen. Nein, da gerne das komplette Programm kurz, weil das Festival ging ja vom 28.10. bis zum 31., dass unsere Hörer hören, wo es alles gegeben hat.
Ach so, ja, dann gehen wir einfach der Reihe nach durch. Das Highlight, das wir nicht sehen durften, war Last Night in Soho. Oh ja. Das ist der neue Film vom Edgar Wright, oder? Genau. Mit dem hat's gestartet. Wir haben ja den Trailer sehen dürfen, der für alles Ersichtliche in YouTube war. Wir haben ja ganz lange auf den Link gewartet, aber da hat anscheinend sich Last Night in Soho, diese Deutschland-Premiere, tatsächlich nicht als Premiere nehmen lassen. Und ja, also ich habe bis jetzt nur Positives gehört. Ich weiß nicht, hast du auch was nur drüber gehört? Nur Positives. Ja, dann. Also ich hab richtig Bock, wenn der jetzt demnächst, glaube ich, kommt der ganz offiziell in unsere Kinos. Da sitzt ihr halt in unsere Kinos. Sollen wir mal versuchen, dass wir grob die Handlung anhand vom Trailer erklären? Der Trailer ist schon eine Zeit her. Du kannst es versuchen. Ach so, jetzt der Versucher, schön. Ja, da ist so ein Mädel, das hat Visionen von einem anderen Mädel, und zwar in die, glaube ich, 20er Jahre oder so. Die ist auf jeden Fall in einer komplett anderen Zeit. Und die machen aber irgendwie das Gleiche durch. Es sieht wahnsinnig spannend aus. Naja, wie schon gesagt, ich habe nichts Negatives gehört, deswegen denke ich mir, alle, die im Festival waren, die haben auf jeden Fall da schon mal einen richtig geilen Einstieg gehabt. Edgar Wright, wer jetzt kurz verwirrt war und sich gedacht hat, muss man den kennen? Keine Ahnung. Das ist der gute Mensch, der Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Scott Pilgrim gegen die Welt. Dann setzt gerade bei mir im Hirn aus. Kani, hilf bitte. Er hätte sogar den letzten, oder nicht den letzten, sondern den ersten Ant-Man machen sollen. Er hätte sogar seinen Beitrag dann fürs MCU geliefert, aber leider gab es technische Differenzen, ich hätte schon mal gesagt, kreative Differenzen, darum ist er ausgestiegen, hat uns dafür dann mit Baby Driver noch belohnt und auch ich glaube, die komplette Cornetto-Trilogie. Ja, richtig, die Cornetto-Trilogie. Schande über mich selbst, dass ich hab gedacht, boah, der geile Edgar Wright, und dann vergisst man aber sämtliche Sachen, die er gemacht hat. Und dann denkt sie, Edgar Wright. So geht's aber auch ganz oft. Also, die Cornetto-Trilogie, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Und eigentlich einer meiner Lieblingsfilme, die viel zu oft verrissen werden, The World's End. Und das ist einer von deinen Lieblingsfilmen. Ja, weil ich die Idee so geil finde. Ich hau die ein. Kim. Die Idee, das ist eine Kneipentour, ist das. Ja, das ist voll geil. Hau ab. Was? Jetzt stell dir vor, in dem komischen Kaff, in dem du wohnst, da hat es 12 Kneipen geben und die da sagen, Kani, wir gehen heute los und trinken in jeder Kneipe mindestens ein Bier. Ja, dann bin ich dabei. Ja, also, das ist doch voll geil. Und da freuen wir gleich auf Alien so. Ich muss halt auch gestehen, ich bin kein Fan von der Cornetto-Trilogie. Was? Also ich mag Shaun of the Dead, aber ich fand ihn halt lediglich okay. Ich finde den Hype, den er hat, den verstehe ich nicht ganz, ich finde ihn lediglich okay. Und Hot Fuzz, da habe ich wesentlich mehr lachen können. Hot Fuzz ist gigantisch. Also den fand ich richtig gut. So geil. Oh, aber World's End, ich finde erstens mal die Figur, die der Simon Pegg da verkörpert, das passt einfach null. Also niemand möchte gerade hören, wie du über die World's End herzählst, deswegen machen wir gleich weiter. Der zweite Film, der dann gekommen ist, war Midnight in a Perfect World, und da kann der Kani jetzt was drüber erzählen, weil er den Film gesehen hat und ich nicht. Midnight in a Perfect World, da ist es schade, dass wir den nicht auf der Leinwand sehen dürften, weil der Stefan hat uns schon gesagt, der Film lebt von so ganz von seinen krassen Schwarztönen. Er hat gesagt, ich glaube, er hat sogar gesagt, er hat noch nie so tiefes Schwarz auf der Leinwand gesehen, und dass es eben beim so einem Streamer ein wenig verloren geht, weil man dadurch dann diese Graufragmente überall mit drinnen hat und in Grauabstufungen das Schwarz halt einfach erlebt. Ist mir dann auch aufgefallen beim Anschauen, war jetzt schade, aber an sich hat's dem Film gefällt. Es geht darum, ich glaube, er spielt auf die Philippinen und ab Mitternacht sollten alle daheim sein, weil da kommt dann auf einmal Epsi und verrammt Leute, blackoutet sie praktisch. Sie haben immer gemeint, das ist Polizei, die da Leute verrammt, und dann verschwindet auch meine Instagram- und Facebook-Profil, alles wird gelöscht, die Menschen sind halt dann weg. Und dann rumpeln die halt kurz nach Mitternacht los, es kommt eine Sirene, Silent Hill lässt grüßen, und dann hast du vor mir jetzt aber schnell hier, und sie stellen dann fest, dass es vielleicht doch nicht die Polizei ist, die da Leute verrammt und wegbringt, sondern was anderes. War cool. Hat Spaß gemacht. Was heißt Spaß? Spaß macht er nicht sonderlich, weil der ist sehr beklemmend die ganze Zeit. Es ist halt wirklich extrem dunkel in einer Tour, du siehst nicht viel. Der arbeitet vor allem mit so Störgeräusche, also so leichte Störgeräusche waren da immer im Hintergrund.
Und du weißt halt ganz lang überhaupt nicht, was ist jetzt da eigentlich los, was soll das alles, was passiert, aber sie gehen dann in eine Art Safehouse rein und da sind dann an, dass man in die Wand reingelangen kann, weil die wabbelig ist, Viecher leben in der Wand, lauter so gestörter Scheiß. Muss man sich anschauen. Also ich fand ihn cool. Ein bisschen zu lang, da bin ich immer so ein Fan davon, dass man vielleicht sagt, 10 bis 15 Minuten kürzer, obwohl er gerade 91 Minuten dauert. Aber bei so Filmen, die wirklich so krass ruhig wie der Zeit werden, wo man nicht viel sagt, bin ich der Meinung, dass er in die Richtung 70 Minuten, 75 Minuten maximal, dass er nicht das gut hat. Aber ansonsten ist es auf alle Fälle eine Schauempfehlung. Und ich möchte ihn auch echt gerne auf der Leinwand sehen, weil das sehen wir halt, wie das ist, wenn es wirklich in so krass pechschwarzen Umgebung ist, spielt, wie das dann ausschaut, weil man kennt es ja selber, wenn man so Filme auf dem Fernseher schaut oder über irgendwo streamt, das ist halt immer nicht so richtig schwarz, sondern da ist so ein bisschen, das ist wie bei Mr. Chow in Hangover, da gibt's hellgrau, grau und dunkelgrau. Gut, dann machen wir gleich weiter. Und zwar, dass ich mir auch wieder was verzeihen kann. Codename Nagasaki. Der Kani war total schockiert über diesen Film. Ich war sehr, 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 sehr positiv überrascht, weil ich am Anfang nicht ganz gecheckt habe, um was es eigentlich geht. Codename Nagasaki ist ein Dokumentarfilm, der nicht gleich am Anfang einen Anschein macht wie ein Dokumentarfilm. Kani, wieso war denn das so? Weil es komisch war. In dem Film, der gemacht ist von dem Herrn Frederik Hana. Frederik S. Hana, gell? Okay, sorry für das S, was wahrscheinlich für Sahara steht. Sahara Hana. Sahara Hana. Der hat seinen Kindheitsfreund dabei, den Marius Lunde, keine Ahnung. Und der Marius, der wird immer wieder ganz verrückt in Szene gesetzt. Mal als Detektiv, dann mal als Samurai, dann als Dämon. Und es ist nicht ganz klar am Anfang, um was es jetzt eigentlich geht, bis auf einmal so nach die ersten 10 bis 15 Minuten über diese Detektivszenen rauskommt, okay, es geht tatsächlich nicht um irgendwas Fiktives, sondern es geht darum, dass die Mutter von Marius ihn als kleines Kind sitzen hat lassen in Norwegen, wo der Film am Anfang auch spielt. Der Marius und der Frederik suchen nach dem Verbleib der Mutter. Ja, in dem Film finden sie dann auch und es kippelt dann dabei rüber, immer wieder mit diesen entweder Detektivszenen oder Samurai-Szenen oder einmal ist er dann ein japanischer Büroarbeiter, kommt rüber, wie er jetzt mit der ganzen Situation umgeht und wie er das verarbeitet und zum Schluss aussieht auch halt, was die Mutter dann da so ein bisschen empfindet. Und es ist mal ein Dokumentarfilm, den ich so noch nie gesehen habe, einfach deswegen, weil man am Anfang nicht ganz kapiert, um was geht's jetzt. Also am Anfang gibt's so rüber, als wenn die zwei einfach verschiedene Szenen drehen, weil sie Hobbyfilmer sind oder so, keine Ahnung. Also echt, ich habe am Anfang gedacht, okay, sie suchen jetzt nach dem perfekten Film oder wie man was am besten filmisch darstellt, bis es dann praktisch rüberkommt, na, es geht wirklich darum, die Mutter wieder zu finden. Ich fand den sehr schön und herzerwärmend und der Kani hat ihn, glaube ich, einfach nicht verstanden. Ich habe einen Korbi gespielt, das ich nicht kapiert. Ja. Nein, also ich muss das ein wenig aufteilen. Es ist jetzt nicht die Art von Film gewesen oder die Art von Dokumentation, die mich interessiert und die ich sehen möchte. Aber trotzdem war er, so wie er gemacht ist, war er was Besonderes. Das ist absolut vor allem, wie du schon gesagt hast, mit den Zwischensequenzen dann immer wieder so Noir-Detektiv-Filmmäßig, dann Samurai, dann so Japano-Horror-Zeug drinnen. Der Stil und die Optik, das war alles sehr obergeil. Das kann man ihm nicht nehmen und er ist mit gerade circa 70 Minuten Laufzeit, ist er nicht zu lang und zirkt sich nicht, aber es ist halt einfach nicht die Art von Doku und die mich halt da interessiert. Wenn es wieder Diego Maradona gewesen war, das war schon eher den scheiß Maradona, den haben wir noch braucht. Da war jetzt was Neues auf Prime mit Maradona, sollen wir uns das anschauen und was aufnehmen? Das ist sicher unsere erfolgreichste Folge gewesen, oder? Das ist dein Vorschlag, okay, wenn du meinst. Hau ab, das machst du mit Mike. Codename Nagasaki hätte ich auf jeden Fall auch gerne im Kino gesehen, liegt aber auch daran, dass ich ja nicht nur auf ein bestimmte Genre Bock hab, sondern ich da oft bin für alles und vor allem ich bin ja selber in meiner Vergangenheit so ein bisschen Filmemacher technisch unterwegs gewesen und auf sowas hätte ich auch voll Bock gehabt. Fand ich einfach cool. Dann machen wir weiter mit den Filmen und zwar A Pure Place. Den haben meines Wissens nach weder du noch ich gesehen. Leider. Ich kann es versichern, ich kann mich daran erinnern, deswegen können wir jetzt da leider nicht so viel dazu sagen. Es war was für Mike gewesen, weil es geht um einen Kult
Und da ist doch der Mike immer gleich, da kann das nur so ein großer Scheißdreck sein. American Horror Classic Story, sowas, oder? Oh, vielleicht ist das so cool wie bei VHS. Dann war es schon wieder cool. Im 2 oder im 3. Im 2 war das. Oh, das ist der Wahnsinn. Wird der Podcast Safe Heaven, kann das sein? Ich keine Ahnung, die Titel von den einzelnen Episoden kann ich mir eigentlich nie merken. Aber das ist doch das, wo dann das Monster am Ende nur über dem Auto hängt. Papa! Papa! Geil. Dem einen Bild zufolge, das ich jetzt da gerade sehe, wird es wahrscheinlich nicht darum gehen. Nee, ganz nah. Aber er hat sich auch interessant lesen. Werde ich auf alle Fälle mal auf die Watchlist hauen, sobald ich ihn irgendwo sehe, lauft der Hammel. Dann machen wir weiter. Und zwar mein persönliches Highlight, also sowohl vom Festival als, ich glaube, einer meiner neuen Lieblingsfilme in diesem Jahr. Beyond the Infinite 2 Minutes. Ja, genießen ihn noch, weil es man weggeschaut hast, du Gratler. Wir haben da nämlich festgestellt, den wollte ich auch unbedingt sehen. Und dann pflanzt sie mich hin, geil auf der Couch gewammelt in der Unterhosen, stellt es euch vor, richtig sexy. Und möchte den Film eine da und dann ist der irgendwie am Schluss. Und ich kann den Link nicht zurück da, bis wir dann festgestellt haben, dass dieser Link anscheinend nur einmal benutzbar war. Danke, Corby. Ups, das tut mir sehr leid. Lüge? Nicht. Ich hab's gewusst. Ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu umschreiben. Es geht um den Kaffeebesitzer Kato und der ist nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach nur noch in Chill-Laune und geht in seine Wohnung, möchte eigentlich Gitarre spielen und auf einmal geht auf seinem Fernsehgerät der Bildschirm an und er spricht zu sich selbst. Und zwar mit einer Differenz von 2 Minuten. Und ich glaube, es war, also das Ich, das mit ihm spricht, ist 2 Minuten in der Zukunft. Und erklärt ihm halt die Situation und dass er sagt, ja, ich bin gerade unten im Café und rede mit dir, also mit der Differenz eben von 2 Minuten. Und erklärt ihm, wo sein Plug ist, das er gesucht hat. Er rennt runter, um das halt dann um das zu überprüfen und sieht dann auf dem Bildschirm unten im Café tatsächlich sich selbst vor in 2 Minuten und kann da mit sich reden. Das kriegt halt dann irgendwann die Mitarbeiterin nur mit und die holt dann nur Freund und es ist total lustig, es ist teilweise ein bisschen Overacting, was dem Film aber überhaupt nicht schadet, sondern die Idee selber ist jetzt super cool und sie versuchen dann auch anhand von den beiden Fernsehgeräten, diese Zeitspanne zu verlängern, weil sie wollen ja natürlich wissen, was in der Zukunft passiert und merken halt dann relativ schnell, okay, 2 Minuten sind vielleicht nicht ganz so spannend, weil in den 2 Minuten, wo sie ihrem Zukunfts-Ich schon zugekehrt haben, können sie schon gar nicht so schnell reagieren und vor allem, sie müssen ja das Gleiche dann nochmal machen für das Vergangenheits-Ich, weil sonst geht's ja nicht auf. Also Zeitschleife, hurra! Und das ist so intelligent, lustig und cool gemacht und also kurzweilig, dass das halt echt mein persönliches Highlight war. Also on top kommt noch mit drauf, es sind fast keine bis sehr gut positionierte, unauffällige Schnitte drin. Also es kommt dir wirklich so vor, als würden die das erleben. Und es liegt da daran, dass dieses Ensemble, das den Film gemacht hat, auch ganz viel Theater spielt. Also das heißt, das sind die auch gewohnt, dass die halt so lange Szenen dann haben. Ich habe das gefeiert. Also ich fand's richtig, richtig geil und Kani, es tut mir tatsächlich ein bisschen leid, dass ich da weggeschaut habe. Wenn der Film irgendwann einmal bei uns auch in der Nähe im Kino läuft, dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Vielleicht können wir ja auch einen Stefan nochmal umgarnen, ob er dir dann nochmal einen extra Link schickt oder wir reden mal ganz lange auf dem Flo ein, dass er den in seinem Kino bringen soll. Genau, dass er es dann im Hardline soll nochmal bringen. Genau. Das ist schon bald. Nein, ja, hilft nicht. Wie gesagt, das hat man vorher nicht schmecken können. Ich mache da nicht zu viele Vorwürfe, aber ein Handvoll schon. Ein Handvoll, naja. Dann machen wir weiter und zwar mit Benedetta. Den habe ich leider nicht gesehen. Wie schaut's bei dir aus? Nein, auch nicht. Da war leider nicht mit auf der Liste für uns. Aber auf dem Poster sagt man schon halber Nippel, also ich war heiß gewesen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich Schande, dass wir den nicht sehen durften, aber vielleicht hat es auch wieder die gleichen Gründe, wie dass sie uns nicht persönlich eingeladen haben ins Kino. Sonst uns wieder nicht da haben wollten. Wahrscheinlich hätte man dann gesagt, ja, eigentlich alle Filme waren scheiße, außer einer. Und warum? Ja, da gab's ja auf dem Poster schon einen halben Nippel, Alter. Busen. Aber der war nicht gerade wegen dem Nippel war er für mich interessant gewesen, sondern weil er von Paul Verhoeven ist. Unser Starship Troopers Freund. Ja, genau. Und
ja, was der macht. Dann war er bestimmt auch oben ohne in der Szene. Ja, so wie in Starship Troopers. Du zeigst noch über den Nippel, ich zeige noch über den Nippel. Genau. Aber ist auch auf der Watchliste das Ding. So wie eigentlich alles vom Paul Verhoeven auf der Watchliste sein müsste. Dann machen wir weiter mit An Evening with Wakaliwood. Super, super Action! Super, super Action. Wir sind in Wakaliwood in Uganda und wer das vom ersten Schiffers in diesem Jahr noch in Erinnerung hat mit Crazy World, das war ja auch ein Film aus Uganda, könnte man ja jetzt vermuten, dass in An Evening with Wakaliwood wieder Ähnliches kommt. Aber Kani, was ist passiert? Was anderes. An Evening with Wakaliwood hat uns auch einen Dokumentarfilm gezeigt. Und zwar Once Upon a Time in Uganda, meine ich was, gell? Yes. Sehr coole Doku. Also ich war ja noch, oder ich glaube, da waren wir beide. Uns hat Crazy World ja voll gefallen, oder? Hat dir gefallen? Ja, doch. Ah, gut. Richtig geil und es war, das war jetzt halt so ein Doku, da bin ich dann dabei, weil mich das halt voll interessiert hat. Die leben halt da im Ghetto und haben wirklich nicht viel Geld und ballern da halt die ganze diese Filme aus und das halt mit so viel Herzblut und wir sehen dann eben, wie Wakaliwood versucht, das in die Welt rauszubringen und der Alan eben Isaac, diesen Kopf, den Gründer von dem Ganzen dahinter, da unterstützt und das dann in die Welt rausträgt. Man sagt ein bisschen so behind the scenes, wie sie da mit den Kindern arbeiten und mit den Schauspielern, wie es immer halt auch geht, weil es schon langsam kriegt halt ein bisschen Aufmerksamkeit und auch von diesem großen TV-Studio da bei einer. Und die Leute meinen dann, hey, jetzt ist er überall und gibt uns immer noch kein Geld, obwohl er sagt, er ist halt immer noch arm und hat noch keine Kohle. Also schon langsam kommt er so richtig in die Bredouille. Und der Alan ist dann weltweit unterwegs, wo war er überall, ich glaube in Südkorea, in Amerika und hat die Filme von denen promotet, in so kleine, teilweise haben sie Zeit aufgebaut und haben es dir hergezeigt. Richtig cool, viel Arbeit eingesteckt und am Ende wird der Traum wahr und er wird auf dem, wie heißt das Festival, TIFF, kann das sein? Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz googeln. Überlegen. Genau, auf dem TIFF, auf dem Toronto International Film Festival wird dann Crazy World war die Weltpremiere sogar von Crazy World. Und als der Isaac dann da hochgeht auf die Bühne, das war für mich dann so richtig herzerwärmend, als wir gesehen haben, wie wichtig das ihm das ist, wie er um Worte ringt und wie er Tränen in die Augen hat. Das war für mich richtig schön, dass man das sagt, dass sie es geschafft haben, dass sie es rausbringen in die Welt. Und ich hoffe, dass das jetzt immer mehr kommt, dass die immer mehr Budget kriegen, dass die für das, was sie jetzt schon Gleichstellung gemacht haben, das wirklich spaßig ist. Also wenn ihr irgendeinen Wakaliwood-Film sehen könnt, dann haut's nicht rein, weil er richtig geil spaßig ist, vor allem wenn du mit ein paar Kumpels und ein paar Bier trinkst, hast du die Zeit deines Lebens auf alle Fälle. Und er ist, glaube ich, jetzt sogar schon in China und trat Bruce Yu. Keiner Titel schon wieder. Aber er darf jetzt zumindest schon fort und Filmemacher. Ich hoffe, dass es in eine richtige Richtung geht. Also sehr coole Doku auf alle Fälle. Ja, also da stimme ich da absolut zu. Ich hab mir den nach dem Codename Nagasaki angeschaut. Ich hab also das erste gedacht, okay, es kommt wieder so wie Crazy World, halt der typische Wakaliwood-Wahnsinn. Und es fängt ja ein bisschen so an, also zumindest mit dem Sprecher. Und auf einmal merkst du, ist es jetzt ein Doku oder was? Und es war wahnsinnig interessant. Wie es du schon sagst, man merkt da erst so richtig, wie viel Leidenschaft da drin steht. Der Isaac, der hat ja dann erzeugt, dass er ganz viel so Lehmziegel halt gemacht hat, damit er sich das überhaupt alles finanzieren kann. Und die leben halt echt im Ghetto und die stecken jede freie Minute und ihre ganze Leidenschaft da rein, dass die halt ihre Serien und Filme machen. Und es ist halt super, wenn du halt dann auch siehst, dass das halt dann um die ganze Welt geht. Und er halt dann da am Ende auf diesem Festival dann war, auf der Bühne. Und du merkst, ja, genau das wollte er erreichen. Und das ist richtig schön. Also ich war total begeistert. Ja, absolut. Also das hat man zuerst aber gedacht, das ist mir auch so gegangen wie du. Ich hab gedacht, jetzt kommt wieder so ein Over-the-Top-Action-Film. The Best of the Best Action-Movies, oder heißt's? Ja. Und bis ich dann mal so 10 Minuten läuft, dann, heute mal, das ist ja gar kein, also schon ein Film, aber keiner von eher Filmen, sondern es ist ein Doku. Und ich war dann aber auch innerhalb von kürzester Zeit war ich da voll drinnen und angefixt und richtig interessiert dabei. War auch cool an dem Abend, der Alan Money war ja dann, ich glaube sogar persönlich da. Darum war es ja dann so ein Evening with Wakaliwood. Das war ein abendfüllendes Spektakel, denke ich mal. Das hätte ich gern live erlebt.
Ja, das hätte ich auch gerne live erlebt. Vor allem wäre bestimmt interessant gewesen, was er halt dann nur zusätzlich zu dem Film alles erzählt hätte. Sehr, sehr cool, dass das im Shivers jetzt gelaufen ist und wirft halt nochmal ein ganz anderes Bild auf Port Hollywood. Ich bin begeistert, ich find's cool. Voll, ja. Dann machen wir weiter mit unserer Filmliste und dieses Mal kommt ein Film, den haben wir mir tatsächlich beide gesehen, und zwar an Idle Host. Und Kani, an Idle Host, den haben wir uns zusammen angeschaut. Wir haben am Anfang gedacht, endlich haben wir einen Film, der unsere Gemüter richtig trifft. Ein Film, wo es darum geht, dass man sich auf einen netten Abend mit einem schönen Dinner vorbereitet und da erstmal ein bisschen so die Deko ausprobiert, weil ein junges Pärchen, das gefühlt am Arsch der Welt lebt, möchte den Verlobungsabend zelebrieren. Also sie sind noch nicht verlobt, sondern sie wollen das dann praktisch inszenieren und ihre ganzen Freunde dabei überraschen. Und die junge Dame versucht sie eben da entsprechend darauf vorzubereiten und es gelingt ihr. Allerdings entgleitet irgendwann der Abend ein bisschen, weil, wie es halt in so jeder romantischen Komödie stattfindet, Alien angreift. Völlig überraschend auf einmal. Ja, genau. Ich meine, ihr denkt jetzt, ja, okay, 1000-mal schon gehört, aber ich glaube, so wie das dann in dem Film dann nochmal umschwingt und wir eigentlich am Anfang begeistert waren, dass es endlich mal um Dinner und Deko geht. Vor allem um Deko, genau unser Ding. Viva la Evolution, der Deko-Podcast. Und was sagt denn der innere Gorehound? Der Stefan hat uns auch gesagt, gebt dem Film mindestens die Hälfte von seiner Spielzeit, also so 40 Minuten, und macht kein voreiliges Urteil. Und das war aber ein guter Hinweis, weil am Anfang denkst du halt dann schon, was möchte jetzt der Film von mir? Was soll jetzt damit anfangen oder die ganze Zeit? Ja, zuschauen, wie es gestelltes Verlobungsessen veranstalten, bis dann dem Ohren die gichtligen Tentakel aus dem Maul auswachsen. Und dann denkst du, okay, was ist jetzt hier los? Naja, das kennst du von deinen Partys auch, oder? Zum Teil ja. Nur ist es dann nicht so eine Eskalation, wie es da am Schluss auf einmal ist, dass der Arm feilt und sonst irgendwo genug ausschaut. Ja, und auch hier hätte es ein Q&A mit dem Regisseur Robert Woods gegeben oder hat's gegeben. Wir haben es leider nicht mitbekommen. Wäre aber bestimmt auch ganz interessant gewesen, weil die Effekte haben es teilweise echt in sich oder sagen wir mal die Kills und die Wunden. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hab meinen Spaß gehabt. Du hast deinen Spaß gehabt. Das Absolut. ist Hauptsache. Der ist schick nackig. Ich bin ja oft ein Fan von kurzen Filmen. Der hat 85 Minuten gehabt und für das, was er dann abliefert, ist er genau richtig. Wenn man kann zwar sagen, ja, braucht er denn unbedingt diese 40 Minuten, bis sich da mal was rührt. Er hat es ihm halt gegeben, ist jetzt in dem Fall nicht so dramatisch, weil es am Schluss, also ab der Mitte zirkt er dann wirklich richtig an. Und ja, du sitzt dann da und denkst, wie kann das jetzt auf einmal passieren, von den komischen Verlobungsessen, da sind auf einmal Tentakelgichtel aus dem Mund aus so und Leute sterben und eskaliert einfach nur. Cooler Partyfilm. Genau. Also das ist wirklich ein cooler Partyfilm. Kann ich mir gut vorstellen, wie der so nebenbei auf einer Party läuft, aber man kann sich dann natürlich voll und ganz drauf konzentrieren und in die Welt von einem Idle Host eintauchen. Das habe ich jetzt schön gesagt, oder? Super schön. Du bist fast wie der Mike. Danke. Aber ich glaube, ich habe es genauso fast wie der Mike falsch ausgesprochen. Nennt man das ein Idle Host oder ein Ideal Host? Ein Ideal Host, das ist ich glaube, es heißt ein Ideal Host, irgendwie so. Ideal. Sicher? Oder Ideal Host, so. Naja. Weißt du, es ist ein und es ist ein Deal. Ein Ideal Host. Okay, also ein Ideal Host. Genau, ein augendealender Host. Von Robert Woods. Wer ihn mal sehen kann und sehen möchte, bitte umschauen. Dann machen wir weiter in unserer Liste. Wieder ein Film, den ich am Kani weggeschnappt habe und diesmal bin ich nicht ganz so glücklich darüber. What Joshua Saw oder Josiah Saw, wie es mal der Kani versucht einzureden und ich glaube nicht, dass es stimmt, aber okay. Der Josel halt, der Josel. Was der Josel gesehen hat. Ja, da kannst du gar nichts drüber reden. Leider neu. Das habe ich den Link, die Mail mit dem Link habe ich irgendwie versandt. Tja. Und dann hast du geschaut und hast ihn gelöscht, damit ich es ja nicht sehen kann. Ich hab ja, richtig. Und zwar, das hat einen ganz guten Grund. Mir hat er leider nicht so gut gefallen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe mir davor die 2 Dokus angeschaut und dann ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu umschreiben, um was es da geht. Es geht um Familienprobleme. Auf irgendeiner alten Farm
lebt der Vater mit seinem Sohn und die Mutter, die da auch eigentlich leben sollte, ist vor vielen, vielen Jahren gestorben und hat sich, so wie sie aus dem Kontext raushören konnte und sehen konnte, dort erhängt. Offenbar sucht der Geist der Mutter die zwei immer wieder heim. Also vor allem halt den Vater. Und der Vater, das ist der Josiah oder Joshua. Josel haben wir gesagt, Josel sagen wir. Der Josel. Und der Josel ist ein ziemlicher Arsch und redet seinem Sohn die ganze Zeit irgendwelche Scheiße ein. Also wirklich irgendwelche total bescheuerten Geschichten, die er dann glauben soll. Und der Bur, der kommt halt schon gar nicht mehr so richtig klar. Also Bur ist eigentlich falsch gesagt, das ist ein junger Erwachsener. Und seine Geschwister, die dann nicht mehr leben, die kämmern dann irgendwann zum Haus. Leider, ich muss gestehen, ich habe aufgrund des Akzents nicht so ganz immer folgen können. War der ohne Untertitel, war das rein Englisch? Der war ohne Untertitel, ja. Und wir haben ja doch beim ersten Schiffers uns auch zusammen einen Film angeschaut, wo wir ein bisschen Probleme gehabt haben mit dem Dialekt. The Dark and the Wicked war das, oder? Kann es sein? Genau. So ging's da. So ging's mir da auch, nur dass in The Dark and the Wicked waren viele Szenen dabei, wo ich total gespannt da gesessen bin und mir dachte, boah, jetzt so ein bisschen ein Schauer geht mir gerade schon über den Rücken. Das passiert da eher nicht. Also das, was da passiert, ist halt mehr so in Richtung Psycho. Muss man, glaube ich, mengen, aber der Film ist jetzt kein Film, wo man mit einem richtig guten Gefühl wieder aus dem Kino rausgeht. Aber es war der T1000 dabei. Der muss doch gut sein dann. Das ist der Joshua. Der Josel. Der Josel. Mein Fazit ist auf jeden Fall nicht ganz so gut. Mir hat er einfach nicht gefallen, lag aber vielleicht an den 2 Dokus, die davor gelaufen sind. Er ist Schiffers als Halloween-Auftakt gelaufen. Moment, nicht, dass ich irgendwo... Nein, nicht der Auftakt. Der Auftakt war tatsächlich ein Ideal Host, ich kann es nicht aussprechen. Und What Joshua Saw war dann so ab 7:30 der nächste Film, der dann gelaufen ist. Ich glaube, da passt es dann schon. Es ist aber auch eine kluge Entscheidung, ihn nicht als letzten Film laufen zu lassen, weil ich glaube, dann wäre das Ganze schon sehr, sehr beklemmend geendet. Darf doch an Halloween einmal sein, oder? Der von Halloween auch, aber der letzte Film, der Halloween gelaufen ist, war The Wolf of Snow Hollow. Mit dem, weißt du das? Robert Foster. Und was ist das Beeindruckende dabei? Das war sein letzter Film, oder? Ja, der letzte Film, der rauskommt mit dem Robert Foster. Die letzte schauspielerische Rolle, die er noch gemacht hat, war für den Breaking Bad Film. El Camino. El Camino, genau. Was ist der El Camino? Ich glaube schon. Bist du ganz sicher? 50-50. El Camino ist eine Pizzeria in Landau, stimmt, gell? Also, ja, okay, El Camino heißt sein Breaking Bad Film. Und Regie geführt von Jim Cummings. Und den Film konnte ich leider auch nicht sehen. Deswegen, Kani, ich stecke mir ganze Hoffnung, also wirklich die ganze Hoffnung von jetzt allen, die ein richtig geiles Fazit zum Schiffers hören wollen, in dich. Ja, ich habe den auch nicht gesehen. Wir haben ja dazu leider auch keinen Link zur Verfügung gehabt. Der ist aber auch ganz oben auf meiner Watchliste, weil der liest sich auch sehr interessant. Dann umschreib's mir bitte für unsere lieben Hörer. Was soll man denn da beschreiben? Es gibt eine kleine Gemeinde, Snow Hollow genannt, und da drin ist irgendetwas, also eigentlich nicht viel los, bisschen Wintersport, nicht viel zum Tor, Sheriffbüro ist nicht viel los, bis auf einmal rund geht und sie finden Daudi, die keine Gliedmaßen haben und Kebfein oder haben irgendein Loch im Kopf und was weiß ich, und sie gehen davon aus, dass es ein Werwolf ist. Und müssen das halt dann ermitteln. Es wird das Schiffers hat man beschrieben als herrlich schräge Horrorkomödie. Und sowas, wenn ich liest, da bin ich eh schon immer angefixt. Darum habe ich auf den richtig Bock. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der bei uns in die Kinos auch noch irgendwo anlaufen wird. Kinos ist wahrscheinlich nicht ganz so stark vertreten. Allerdings denke ich, dass der bald auf Blu-ray erscheinen wird oder bei unsere geliebten Streaming-Dienste. Mir scheißegal, wo ich mich auf alle Fälle sehen. Hat er mit seine knapp über 80 Minuten, in meinen Augen, genau die richtige Länge für so eine Horrorkomödie. Und Robert Foster ist einfach ein geiler Hund. Den mag ich ja schon zum Hören und zum Sehen. Und deswegen möchte ich mir den Film aufgrund von ihm schon anschauen.
Unbedingt. Unbedingt. Ja, also ihr merkt schon, wir haben ja leider nicht alle Filme gesehen. Da haben wir bei der ersten Shivers-Folge, die wir in dem Jahr rausgebracht haben, deutlich mehr erzählen können. Aber lag ja vielleicht auch daran, dass der Stefan uns vielleicht nicht in dem Zebra-Kino dabei haben wollte. Aber das, liebe Leute, darf uns dann selber verzeihen. Weil, Kani, du darfst jetzt deinen Aufruf machen. Wir laden den Stefan hiermit herzlich zu uns in den Podcast einmal ein, indem er sich dann 1,5 Stunden lang rechtfertigen muss, warum er uns niederbayerischen Bauernfünfer nicht in dem Zebra-Kino haben mich. Na, Schmarrn. Wir wollen eher wissen, warum war Schiffers das Jahr zweimal? Was hängt da eigentlich so dran, so ein Festival zum Planen, eben so eins wie Schiffers? Wie war es Anfang des Jahres auch mit Rocket Beans das Ganze zu machen? Also im großen Stil. Und ja, er hat auch im Vorfeld, wo wir die erste Telco gehabt haben, uns das auch schon in Aussicht gestellt. So eine Telco, Alter. Hau die ein. Eine Telefonkonferenz. Wir waren alle am Hörer. Scheiß Telcos, das ist die schwulste Abkürzung auf der Welt. Ich hasse die so früh. Oh no, it's not true. Ja, so, jetzt erklär doch du den Rest. Na, du hast alles gesagt, das passt. Aber wir laden nicht gerade den Stefan herzlich dazu ein, sondern natürlich jeden, wir machen mal mit jedem einzelnen eine Folge, mit jedem vom Schiffers, da wir eine Folge machen. Aber wir hätten echt Bock mal, dass wir uns das anhören. Wie läuft das ab? Warum 2 Runden heuer? Und einfach mal so weit, wie er uns lassen will, hinter die Kulissen von dem Filmfestival Schiffers zu blicken. Und ich hoffe echt mal, dass ich da mal persönlich vor Ort sein kann, weil es ist immer was anderes in dem Saal mit Gleichgesinnten zum Sitzen und sich die Filme auch zum Schauen. In der Regel gefällt es dir dann sogar noch mal einen Funken besser, wenn du Leute dabei hast, die da Bock haben, als wenn du jetzt allein sitzt und den vorher auseinandernehmen kannst. Zumindest bin ich da ein bisschen so der Gruppendynamik ausgeliefert. Ja, na, ich weiß schon, was du meinst. Aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Feeling, wie wenn du halt daheim sitzt und dann in der Mitte vom Film deine Frau reinkommt und sagt, das Essen ist fertig. Und dann sagst du, ja, ich habe nur einen Film, das Essen ist fertig. Okay. Dann wirft's schon und an den Kopf geworfen. Ja, Hauptsache, dass uns jetzt natürlich wieder zwischenfunken und später, wenn wir dann reich sind durch unseren Podcast, dann daten sie daherkommen, gell? Die Frauen. Ja, Falle. Aber das werden sie dann schon sehen. Dann müssen sie nämlich hinten anstellen, weil die anderen 800 Frauen, die wir dann haben. Soll ich was sagen? Ich glaube, das wird sich nie ändern. Das ist scheißegal, ob du viel Geld hast oder der Podcast total durch die Decke geht und man total berühmt ist. Das ist dir völlig egal. Ach so, meinst du? Verdammt. Ja. Aber dadurch bleibt man ja authentisch. Und genauso authentisch sind ja wir, deswegen wollen wir eigentlich nur mal an die Schiffersmacher ein herzliches Dankeschön ausrichten, dass wir darüber auch berichten durften und diesmal ganz offiziell und mit Einladung und echt Wahnsinn. Also wir haben uns darüber schon allein gefreut. Und die Filme, die ich gesehen habe, bis auf was der Jossel gesehen hat mir eigentlich alles richtig, richtig gut gefallen. Tolle Filmauswahl, absolut, ja. Genau, ich bin halt überzeugt, wenn der Kani was Jocelyn gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich eine ganz andere Meinung und das wäre jetzt so der Part gewesen, wo wir uns normalerweise fängen. Aber naja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, Falle. Wie ihr auch schon gehört habt, wir wollen ja nochmal eine zusätzliche Schiffersfolge machen über jetzt das Festival und nochmal das Festival Anfang des Jahres und halt insgesamt so, was ist die Geschichte vom Schiffers, und da könnt es dann eigentlich nochmal die komplette Dröhnung geben. Volle Socke. Yeah. Ihr müsst euch dabei jetzt vorstellen, dass ich voll die geile Handbewegung gemacht habe. Picke, picke, pau. Genau. Und ich habe einen coolen Sound gerade dazu gemacht. Genau, passend zu dem Sound hat er die Handbewegung gemacht, da weiß jeder, was wir meinen. Warnen, ja. Da weiß jeder, dass wir warnen, ja. Aber da hat man jetzt, halt, so wie ich es vorgeschlagen habe, alles nur noch per Video machen, hätte man da eine coole Gangster-Move-Bewegung gesehen. Ja, du, an mir soll es ja nicht scheitern. Ja, wieder mal ein Mike, wie immer. Von mir auch nochmal riesiges, fettes Dankeschön an den Stefan. Wir sind aus sämtlichen Wolken gefallen, als wir vor mir eine Mail kriegen, hey, habt ihr Bock, dass das da einer schaut? Und gedacht, echt, uns, kleine Bauernaffen, mich irgendjemand aus Konstanz, wo ist das überhaupt? Dass wir seine Filme anschauen im Festival. Voll geil, hat uns richtig gefreut und es war eben auch, wie der Corby schon gesagt hat, eine unglaublich tolle Filmauswahl. Das sind Filme gewesen, die wir hätte ich nicht missen und die man so vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Darum liebe ich auch solche Festivals fürs Schiffers oder das Hardline, weil die immer ganz neue Aspekte an Filme zeigen und bringen, die du in der Regel gar nicht so auf dem Schirm hast. Und wenn, dann hörst du mal kurz was davon, informierst dich aber nicht, weil du wirst ja der Schlang vor allen Seiten mit irgendeinem Zeug. Drum nochmal riesiges Danke, war toll. Und wir freuen uns auf Folge mit euch. Und der Rest von unseren 47 Hörer, die im Kino live dabei waren, freuen sich auch drauf.
Und dann dürft ihr es wieder mal liken, teilen, kommentieren. Das Schiffers besuchen. Folgt es, supportet es. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dass da mal hingeht, dann nehmt es auf alle Fälle wahr, weil wer das nicht tut, der läuft nicht ganz runter, die sagen. Genau, und geht's ins Zebra-Kino, um dann, wie ihr vorhin schon erwähnt habt, zum sagen, hey, ich war am Wochenende im Zebra-Kino. Und was hast du so gemacht? Und dann kann die einzig akzeptable Antwort nur sein, ich bin daheim gesessen und hab Viva la Movilusion angehört oder demnächst auch angeschaut. Richtig. Vielleicht auch im Kino. Dann ein riesiges Danke wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Na, vom Schiffers. Ah. Ciao.